Grüß euch, beim heutigen Gedicht geht es um das, dass man dem Nein sagen muss. Was zwar nicht allweil leicht ist. Nein sagen muss man können. Ein Huberbauer sein Weg heute führst zu seinem Herrn, der einmal Medizin studierst. In der Hoffnung, der Herr in Weiß konnte sein Lein ein bisschen mildern, fängt der Huberbauer an zu schildern, während er sich einen Schädel kreit, dass ihm eigentlich so richtig gar nichts feit. Das Problem, um das es eigentlich geht, ist hauptsächlich die eingeschränkte Lebensqualität. Aber Außenstehender, der siehst, kann er das nicht begreifen. Er sollte jetzt nicht lang umneifen drauf der Medikus, weil trotz Medizinstudium und Universitätsabschluss kann er keine Diagnose stellen, wenn er seine Klienten nicht verzeihen, was und was feit. Ja, wenn man ihm keine Infos gibt und jeder hat umgedruckt und mit seiner Problematik nicht rausrückt, kann er keine Diagnose. Ja, so war das alles sehr lose. Nein, so kann er nichts richten. Ja, Herr Medizinalrat, fängt drauf der Huberbauer an zu berichten. Das Ganze ist auch gefritt. Offenbar tut sich die Problematik da früh am Bett. Aber das zu beschreiben ist nicht so leicht, ja eher schwer. Nur dazu ist so, dass ihm die ganze Sache ein bisschen peinlich war. Ja, das zu beschreiben gar nicht so leicht ist. Fakt ist, dass er da früh das Bett teilweise eher feucht ist. Ausgangspunkt von dem ganzen Dilemma war ein Traum, wo so ein kleines Mann reinkam. Fängt der Huber uns erklären und da darf er nachher nicht munter werden. Und das ist eben saublöd, weil der Gnom mit dem nach halb brunzen geht. Und der Depp lässt sich jetzt mal überreden. Ja, Huberbauer, da musst du wehen. Das ist das einzige Mittel, macht drauf der Herr mit dem Doktortitel. Weil wie oft im Leben ist das eher ein seelisches Problem. Das Ganze kommt davon, wo man nicht Nein sagen kann. Drum, Huber, du musst dem Mann, dem Frechen der Gegnerin ja widersprechen. Nachher läuft nichts mehr schief, magst mir glauben, so kriegst du das Lein in den Griff. Der Huber drauf, schönen Dank, Herr Primar, und dass er ihm so dankbar war, ja zu äußersten Dank verpflichtet, dass er dies zum Positivsten kriegt. Der Huber geht heim. Die Freude ist groß. Endlich sein Lein, das ist er los. Er wartet voller Zuversicht, bis die Nacht einbricht und legt sie nieder. Schlaft ein und schon kommt das Mann wieder. Stesten und meint, dass wieder einmal zum Brunzen war. Der Huber schlaft zwar tief und schwer, aber diesmal ist er nimmer so blöd. Widerspricht und meint, dass er heute nicht mit Brunzen geht, weil er nicht mag und auch nicht kann. So macht's man ein und schaut den Fund her an. Und ist so ist aber alles gut und schön, na da wir halt heute einmal gacken gehen. Ja, Leute, so kannst du gehen. Wenn's zwar Nein sagen kannst, aber wenn's dich noch auf hinterher packen. Vierte, bis zum nächsten Mal.